Was lieben Gamer? Na klar, Videospiele. Aber was lieben Gamer genauso? Das könnten eigentlich nur Fakten über Videospiele sein. Zum Stöbern, Lachen und über die Vergangenheit wundern, habe ich dir 15 solche Fakten zusammengestellt. Von den Anfängen von Super Mario über kreative Bugbehebung bis hin zu brutalen Easter Eggs sind so einige Fakten dabei, die dich bestimmt zum Staunen bringen. Und wenn du noch nicht Teil der Phoenix Army bist, kannst du es jetzt noch werden, indem du den Abonnierknopf drückst und immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video nach dem Intro. Nummer 1. Donkey Kong trifft Popeye. Im Arcade-Spiel Donkey Kong hatte der inzwischen für Nintendo so ikonische Super Mario seinen allerersten Auftritt. Dabei sollte das Spiel ursprünglich gar nicht von Mario, sondern von Popeye handeln. Mario war ursprünglich als Popeye gedacht, Pauline war Olivia und Donkey Kong der Bösewicht Pluto. Allerdings verlor Nintendo die Lizenz an dem Spiel, wollte das Projekt aber dennoch nicht in den Wind schießen. Also ersetzen sie die Charakter durch ihre eigenen. Nummer 2. Woher hat Mario diesen Namen? Ursprünglich sollte Super Mario Mr. Video heißen. Anschließend änderte die Entwickler den Namen zu Jumpman. Dann jedoch entschied sich der Nintendo-Eigentümer, den Charakter nach dem Vermieter des Nintendos-Gebäuden in Amerika zu benennen: Mario Segale. Grund dafür war, dass Nintendo vor dem Spiel Donkey Kong noch keinen Fuß in Amerika fassen konnte und so schnell in Zahlungsverzug bei Mr. Segale kam. Dieser stattete seine Miete daraufhin einen Besuch ab. Nach einem langen Wortgefecht konnte Nintendo den verärgerten Vermieter dann aber doch überzeugen, dass sie schon bald die Miete überweisen können. Als Dank für seine Nachsicht benannten sie ihre neuen Videospielfigur nach ihm, die schon bald die Videospielgeschichte für immer beeinflussen sollten. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass er nicht Mr. Video oder Jumpman heißt, ganz ehrlich. Nummer 3. Pizzaman. Pac-Man ist eines der bekanntesten Arcade-Videospiele überhaupt. Noch heute gefräßigen gelben Punkt die Popkultur. Man denkt da nur an Scott Pilgrim. Neben dem Lieblingsfakt von Scott, nämlich dem, dass Pac-Man ursprünglich Puckman heißen sollte, der Name dann aber in Amerika geändert wurde, weil man befürchtet, Scherzbolde würden auf den Automaten ein F aus dem P machen. Gibt es aber noch zahlreiche andere Fakten. So schuf Pac-Man-Designer Toru Iwatani zum Beispiel die Legende. Er habe die Idee zu dem gelben Hauptcharakter beim Pizzaessen gehabt. Der ultimative Beweis also, dass Gamer und Pizza schon seit eh und je innig verbunden sind. Jahre nachdem Iwatani diese Geschichte verbreitet, gab er allerdings zu, dass dies nur die halbe Wahrheit sei. So basierte das Design der Figur auf dem japanischen Schriftzeichen für Kuchi, japanisch für den Mund. Diese ist nämlich ein Quadrat, das Iwatani für seine Figur etwas rundlich gemacht hat, so eben wie eine Pizza. Nummer 4. Die Bedeutung von Atari. Ganz schön unnütz, aber trotzdem interessant ist dieser Fakt. Der Name Atari stammt aus dem japanischen Go-Spiel und bedeutet so viel wie Erfolg oder Treffer. Das Logo von Atari bildet dabei den Berg Fuji ab und das, obwohl Atari eine komplett amerikanische Firma ist. Leider hatte der Erfolg nicht bis heute überdauert, musste Atari durch 2013 Insolvenz anmelden. Inzwischen produziert der Entwickler wieder Spiele, diesmal mit dem Fokus auf Games für die LGBT-Szene. Nummer 15. Sturzflug. Wing Commander aus dem Jahre 1990 stürzte immer dann ab, wenn man das Spiel beendete. Da die Entwickler den Fehler bis zum Release nicht beheben konnten, damals ja noch kein nachträglichen Update möglich war, änderte ein Entwickler den Error Screen, sodass du immer, wenn das Spiel abstürzte, den Text "Thanks you for playing Wing Commander", also danke, dass du Wing Commander gespielt hast, eingeblendet wird. So ist der versehentliche Bug wie gewollt. Nummer 6. Die Arbeit an der PlayStation begann ursprünglich bei Nintendo. Das japanische Videospielunternehmen engagierte Sony, damit sie für die SNES Codename PlayStation einen CD-Laufwerk entwickeln. Allerdings entschied sich Nintendo letzten Endes dafür, dem niederländischen Unternehmen Philips den Auftrag zu geben. Daraufhin machte sich Sony an eine eigene Konsole, behielt aber den Projektnamen PlayStation.
Nummer 7. Miyamoto hatte Angst vor Hunden. Die Kettenhunde aus den Super Mario Spielen basieren scheinbar auf dem Nachbarshund von Shigeru Miyamoto. Dieser war wohl gegenüber dem Garten angeleint, in dem Miyamoto als Kind oft spielte. Da fragte man sich doch, was das wohl für ein schrecklicher Hund gewesen sein muss. Ist das Design der Kettenhund aus Super Mario doch sehr drastisch. Nummer 8. Mario, er liebt die Pilze. Die rot-weißen Pilzen aus Super Mario lassen den Klempner wachsen, wenn er sie einsammelt, weil sie auf dem giftigen Fliegenpilz basieren. Der bewirkt nämlich, dass sich die Wahrnehmung, die Größe von Objekten verändert, wenn du sie isst. Du denkst nach dem Verzehr also entweder, dass alles um dich herum größer ist, oder aber du selbst viel größer bist als alles andere in deiner Umgebung. Derselben Pilz liegt übrigens auch der Geschichte von Alice im Wunderland zugrunde. Scheinbar übt er also auf so manche Menschen solche eine große Faszination aus, dass er getrost als einer der wichtigsten Pilze der Popkultur bezeichnet werden kann. Leute, wie kommt man drauf? Welcher Entwickler hat diesen Pilz gefressen? Nummer 9. Die Brüste von Lara Croft. Lara Croft, das erste Busenwunder der Videospielgeschichte, sollte ursprünglich einen ganz normalen Körper bekommen, um dazu noch Laura Cruz heißen. Scheinbar war alles nur ein Unfall von Designer Toby Gard. Einen Unfall. Aus Versehen änderte er den Brustumfang der Figur auf 150% der ursprünglichen Werts. Und was für einen Zufall, die andere Designer liebte den neuen Look von Lara und ließen ihn so bestehen. Wer weiß, wie sich die Videospielwelt entwickelt hätte, hätte Lara eine ganz normale Figur. Wahrscheinlich wäre sie wohl immer noch dieselbe, der Fakt ist dennoch ganz interessant. Nummer 10. Minispiele. Ein Spiel in Animal Crossing für den Gamecube kann theoretisch ganze 29 Jahre andauern, in Echtzeit, obwohl potenziell für Kinder gedacht. Ist diese Vorstellung alles anders als nett, sondern eher fruchteinflößend. Wie lustig. Nummer 11. Ist das Peter Pan? In einem Interview mit dem französischen Magazin Gambekult betont Shigeru Miyamoto seine Liebe zu Disney. Ihre Interpretation von Peter Pan habe wiederum Link beeinflusst. So eine optische Ähnlichkeit sind kaum zu übersehen. Außerdem würde das erklären, warum die Kokiri aus Zelda niemals altern. Nummer 12. Habt ihr euch jemals gefragt, warum in den klassischen Super Mario Spielen nur so wenige Menschen zu sehen sind? Obwohl es mit einem waschechten Königreich zu tun hat? In der Anleitung von Super Mario Bros. Wird dies damit erklärt, dass die Koopas bei ihren ersten Invasion alle Menschen in Blöcke wandelt, die ihr auf eurer Reise wiederum meist zerstört. Hier ist der genaue Wortlaut, wie er in der Spielanleitung aus dem Jahre 1985 zu finden ist. Eines Tages wurde das friedliche Pilzkönigreich von den Koopas überfallen, ein Stamm von Schildkröten, die für ihre schwarze Magie berühmt waren. Die stille und friedliebende Bewohner des Pilzkönigreichs wurde in Blöcke verwandelt und das Pilzkönigreich zerfiel zur Ruine. Nummer 13. Zuerst einmal, die PlayStation 2 ist neben dem Nintendo DS mit 155 Millionen verkaufte Exemplare die meistverkaufte Konsole überhaupt. Darum umso interessanter, dass es zu der zweiten Sony-Konsole gleich zwei interessante Fakten gibt, die du bestimmt noch nicht kennst. Der Startbildschirm der zweiten Sony-Konsole besteht aus eigenen Trümmer, die repräsentieren die Spiele, die du gespielt hast und verändert sich damit. Die Anzahl der Trümmer zeigen, wie viele Spiele du schon gespielt hast, wie hoch sie sind, hängt davon ab, wie lange du jeweilige Spiele gespielt hast. Außerdem ähnelt das Design der Konsole der Standardversion nicht der Slim, dem Atari-Computer der Falcom 030 Microbox. Sony hatte das Designpatent für den Computer nach dem Bankrott von Atari erkauft und anschließend für seine neue Konsole verwendet. Nummer 14. Im ersten Teil von God of War, der noch für die PS2 erschien, begegnest du am Schluss zwei Statuen. Wenn du diese angreifst, passiert erstmal einfach nichts. Drehst du jedoch ganze 200 bis 400 Mal auf sie ein, zerbrechen sie tatsächlich und ein Code wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Wenn du ihn richtig dekodierst, bekommst du daraus 1 bis 800 Nummer. Rufst du diesen an, kannst du dir einen Dialog zwischen Kratos und Davy Jeff, dem Direktor des Spiels, anhören, der recht schnell eskaliert, wenn du verstehst, was ich meine. Leider sind wir wieder am Ende. Das waren 14
Videospielfakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, kommentiert, teilt das Video, wenn ihr Freunde habt, die Gamer sind. Und das war's nun von mir. Haut rein, Leute, euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.